Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, heute bin ich leider solo unterwegs in dieser heutigen Episode. Der Schubs ist in der Ferien, aber nicht die Ferien, die ihr euch jetzt wahrscheinlich gerade vorstellt, mit Sand und Meer. Nein, er ist in einer anderen Ferien. Ich tue das nachher gerade schnell kurz ein bisschen erklären, was ich für Ferien meine in der Episode. Wir reden heute über den Katar Grand Prix, der an dem Wochenende oder dem letzten Wochenende stattgefunden hat. Wir reden über das Sprintrennen, das war. Wir reden über die Track Limits, die leider auch waren. Und wir reden natürlich über die enorme Hitze an dem Renntag, der auch rum war. Plus reden wir über den Checo Perez, Tourkandidat in unserem Podcast, und auch noch kurz über Pirelli, weil die haben auch noch ein bisschen News. Ich wünsche euch viel Spass und eine gute Unterhaltung. So, herzlich willkommen zu der heutigen Episode vom Unsafe Release. Wie schon im Intro wahrscheinlich angetönt, bin ich heute alleine euer Host für die heutige Episode. Grund dafür ist der Schubs, aka der Gabriel, der ist in der Ferien. Und nein, nicht solche Ferien, die ich euch vielleicht vorstelle, mit Strand, Meer und 5-Sterne-Hotel, all you can eat, inklusive, weiss nicht was, drum und dran. Nein, er ist im Militär. Dort hat er zwar auch all you can eat, ja, nicht ganz, aber vielleicht all inklusive. Nein, aber er ist im Militär. Er ist jetzt 2 Wochen, glaube ich, etwa weg. Und ich habe ihn gefragt, ob es okay wäre für ihn, wenn ich den Podcast alleine aufnehmen würde, weil ich einfach gedacht habe, es wäre schade, wenn wir jetzt wieder nochmal 2 Wochen das Ganze rausziehen. Dann steht der Austin Grand Prix an und der ist vielleicht das, was in Katar passiert ist, schon wieder ein bisschen vergessen. Jetzt haben wir gerade ein paar Tage nach dem Katar Grand Prix, darum habe ich gedacht, ja, es macht vielleicht Sinn, wenn ich das jetzt halt selber aufnehme. Ich hoffe, ihr könnt das akzeptieren, könnt es verstehen und kommt aus mit mir alleine. Klar wird jetzt ein bisschen die Unterhaltung ein bisschen anders sein, aber ich gebe mein Bestes, dass die Episode ja doch noch einigermaßen an die Qualität herkommt, wie die anderen Episoden haben. Aber er wird definitiv das nächste Mal wieder dabei sein. Wobei ich muss auch sagen, ich bin selber auch noch krank gewesen. Jetzt inzwischen geht es mir wieder einigermaßen besser oder wieder besser, aber immer noch nicht ganz 100. Darum auch hier ein bisschen angeschlagen. Aber wir legen jetzt los. Genug privat bequatscht. Wir reden natürlich über den Katar Grand Prix, der am letzten Wochenende stattgefunden hat in Doha. Und ich fange mir gerade so an, die Strecke an sich finde ich cool. Ich finde die Strecke in Doha, das Layout finde ich wirklich cool. Wissen Sie, es eine schnelle Strecke ist. Also es hat wirklich nur eine Passage, die eigentlich wirklich langsam ist, und der Rest ist eigentlich wirklich sehr, sehr schnell. Und ich habe mir, muss ich wirklich sagen, im Vorfeld, also vor dem Grand Prix oder vor dem Wochenende, viel erhofft von dem Rennen, beziehungsweise allgemein von dem Wochenende. Es war ja ein Sprintwochenende und haben auch dementsprechend eigentlich schon viel erhofft und dachte so, ja, es könnte noch cool sein, weil Formel 1 war im 21 schon dort gewesen und ist auch wirklich ein gutes Rennen gewesen. Und ja, ich meine, klar, ich kenne die Strecke halt nur von F1 23, das ist halt irgendwo durch nicht irgendwie ein Referenzpunkt, das ist ganz klar. Aber auch dort ist sie eigentlich wirklich cool. Und da habe ich jetzt schon recht viel Hoffnungen gehabt, dass es ein guter Grand Prix wird. Und ja, jetzt gerade vielleicht schon vorab genommen, in meinen Augen ist es so ein bisschen, naja, gewesen, muss man wirklich sagen. Ich habe schon auch ein bisschen Feedback bekommen von euch. Also die könnt mir eigentlich im Fall immer auf Instagram schreiben. Ich bin eigentlich dort recht kommunikativ. Also ich schreibe eigentlich fast jedem zurück oder eigentlich jedem versuche ich zurückzuschreiben. Es geht zwar nicht immer, aber meistens versuche ich es immer. Und ich kriege eigentlich immer Feedback ein bisschen darüber oder wieder zurück, über wie ihr das Rennen gefunden habt dort. Und die meisten sind auch so ein bisschen naja gewesen. Aber wir gehen jetzt Step für Step durch. Ich habe mir eine kleine Liste vorbereitet. Aber wie gesagt, es ist jetzt halt nicht so, dass Hin- und Hergequasseln, wie ich das immer mit dem Schubs so mache. Weil dort haben wir es eigentlich wirklich immer sehr, sehr unterhaltsam mit Hin und Her und diskutieren alles. Das fällt halt jetzt leider wirklich alles weg. Aber in der nächsten Episode wird er sich wieder dabei sein. Und dann haben wir wieder die gute alte Qualität wieder retour. Aber eben, wir legen mal los mit dem Training, sprich im Qualifying fürs Rennen, das ja am Freitag stattgefunden hat. Das Training an sich, ja, ist, sage ich mal, wahnsinnig viel so gewesen, also beziehungsweise, ich sage jetzt mal, es war jetzt nicht etwas gewesen, was man gross erwähnen musste.
Was einfach ein kleines Thema war, ist halt einerseits der Wind in Katar. Also, ich muss euch das vorstellen, Katar ist ja Wüste, mehr nicht. Und es ist ein Topf eben auch dort. Und der Wind hat schon teilweise recht Scheiße reingezogen dort. Und man hat es immer wieder gesehen, dass die Autos halt wirklich, wenn mal ein anderer Wind kommt, ein Seitenwind oder auch vielleicht Wind von hinten, dass die dann plötzlich einmal ein bisschen aus der Bahn geraten und dann plötzlich mal von der Strecke abkommen. Und das ist halt wirklich ein paar Mal passiert. Dann nachher, das zweite Thema sind einerseits mal noch Curbs gewesen. Curbs sind recht brutal gewesen und auch die Strecke war sehr, sehr brutal gewesen zu den Reifen. Katar, beziehungsweise Doha, wo die Strecke steht, haben sie neu gemacht. Der Asphalt war 17 Jahre gewesen. Den haben sie jetzt einfach mal neu gemacht, weil es ist ja vorher immer nur MotoGP drauf war. Und dann haben die Strecke neu gemacht, neu asphaltiert, haben auch das ganze Paddock umgebaut, haben es alles ein bisschen schön gemacht. Wirklich mega viele Millionen investiert in das Ganze, sind aber auch nicht ganz fertig geworden im Paddock, muss man an der Stelle sagen. Also nicht alles können fertigstellen, aber der grösste Teil schon. Und die Strecke an sich oder der Asphalt haben sogar dann noch Sand gestrahlt, weil er sonst einfach anscheinend ein bisschen zu glatt gewesen wäre und dann haben sie einfach Sand gestrahlt, dass er ein bisschen gröber ist. Und ob das vielleicht so im Nachhinein eine gute Idee war, sei dahingestellt, weil die Strecke ist ein Reifenfresser war über das ganze Wochenende. Das kann man nicht anders sagen. Wir kommen nachher noch mal mehr auf das Thema mit Reifen und so. Jedenfalls am Freitag halt eben das gewesen, mit Wind vor allem. Und dann nachher das Qualifying ist ja nicht so spannend gewesen, wie schon andere Qualifyings, die wir hatten in dieser Saison definitiv. Für Qualifying ist momentan immer so das Spannendste am Wochenende, leider in der Formel 1. Das mal eigentlich weniger oder wirklich gar nicht. Was halt einfach rausgestochen hat, ist klar der Vorfall Stroll mit ausgeschieden mit Platz 17 glaube ich im Q1, wo ja einerseits mal in der Box dann nachher das Lenkrad weggeschmissen hat und dann nachher noch sein, weiß gar nicht, ist es sein Physiotherapeut gewesen, oder ist, nein, sein Personal Trainer ist es glaube ich gewesen. Der hat er ja auch noch so weggeschubst gehabt. Und ja, also es ist ja so, in den Medien hat es ja geheissen gehabt, er sei handgreiflich geworden, er hätte ihn angegriffen und. Auf den Bildern sieht man halt, es ist ein bisschen blöd gemacht worden, oder ein blöder Winkel gewesen. Man hat einfach gesehen, dass gerade noch jemand vorne durchläuft. Man sieht einfach nur, wie der Stroll einfach so, wie halt einfach schubst eigentlich. Also, der Stroll mag ja wirklich manchmal ein bisschen, ja, nicht ein Hitzkopf sein, aber halt manchmal ein bisschen so, ja, nicht ausflippen vielleicht, aber ja, manchmal vielleicht ein bisschen einen Kurzschluss haben. Ich meine, das ist auch normal. Ich meine, ihm ist auch lange vorgeworfen worden, dass er ja recht emotionslos in der Formel 1 dabei ist. Also es kratzt ihn gar nicht, wenn er so mal rausgeht und so im Q1. Ich glaube, das hat er jetzt ein bisschen bestätigt, dass es doch nicht so ist. Dass es ihn gleich aufregt, dass er gleich auch Erfolg möchte eigentlich. Und also eben, es war auch nicht handgreiflich gewesen, was dort war, bei seinem Trainer oder wer das war. Also es war einfach ein Wegschubsen gewesen. Klar, muss es sein? Nein, muss es nicht. Ist gut für Aston, ist gut für ihn, fürs Ansehen, sage ich jetzt einmal. Nein. Muss man aber auch an dieser Stelle sagen, dass Aston bzw. Stroll schon länger halt mit dem Ansehen nicht mehr so gut dasteht, beziehungsweise eigentlich hauptsächlich der Stroll. Es sind ja auch noch vor dem Bahrain Grand Prix ein bisschen Gerüchte umgegangen, wo es geheißen hat, ja, es könnte sein, dass, wie heisst der Hauptsponsor? Das weiß ich jetzt zum Beispiel gerade nicht auswendig. Da wäre es gut, wenn ich den Gabu oder den Schubs wieder an der Stelle hätte, der wüsste das gerade auswendig. Amarco oder so etwas. Da, weil ihr wisst, welcher Sponsor das ich meine, also der Hauptsponsor eigentlich von Aston Martin, das ist ja, der kommt ja von Saudi-Arabien, der hat ja anscheinend Interesse, das ganze Team aufzukaufen. Und scheint es ja auch so, dass der Lawrence Stroll auch nicht mehr so aktiv an der Rennen dabei ist. Und ja, wer den Lawrence Stroll auch ein bisschen kennt, der weiß auch, dass er halt wirklich ein Geschäftsmann ist. Und wenn er halt einfach auch, denke ich, sieht, dass es nicht viel Sinn macht, dass er dort noch, ich meine, er tut dem Sohn die Formel 1-Karriere komplett finanzieren. Wenn er sieht, er lässt einfach mehr rein, als etwas rausspringt, und das ist ja seit Jahren eigentlich so, dann nachher, wird er wahrscheinlich dort mal wirklich das Ganze abgeben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass da mal etwas könnte passieren. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr.
wenn es so weitergeht, weil ja, Aston ist halt wirklich Anfangs Jahr sehr gut angestanden und jetzt einfach wirklich leider nicht mehr so wie Anfangssaison. Aber eben nochmal zusammengefasst, ich denke, dass die Medien dort ein bisschen übertrieben haben mit handgreiflich sein und ja, ich meine, in meinen Augen war es einfach nur ein Wegschubsen gewesen. Klar, eben, wie gesagt, es war nicht fair gewesen, es war nicht richtig von ihm, aber ich würde jetzt hier nicht sagen, dass das irgendwie ja, schlimm war. Also, es war nicht so gewesen wie Verstappen, Ocon in Brasilien, jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob es 2018 war oder 2019, wo der Verstappen auf den Ocon ja, losgegangen ist, auch übertrieben. Er hat ihn ja eigentlich auch 2-3 Mal weggeschubst. Einfach. Ist einfach ein bisschen eine andere Situation dazu mal. Ich meine, Verstappen wäre um einen Wing gefahren und der Ocon hat einfach das Gefühl gehabt, er muss jetzt zurück überrunden und ja, völlig dumm gewesen. Also, dort ist das ein bisschen eine andere Situation gewesen und dann ja, kann ich das ein bisschen anders nachvollziehen, auch noch dort. Und dort würde ich eher vielleicht sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen handgreiflich gewesen, dort ist auch der Verstappen dazu mal ja bestraft worden für das von der FIA, hat ja müssen irgendwie wie Sozialdienst leisten. Und ja, beim Stroll wird aber nichts passieren, weil das ist halt wirklich teamintern gewesen und das wird auch teamintern dann nachher geregelt werden. Genau, ja, so viel ist es eigentlich schon mal vom Freitag gewesen. Mir ist dort eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht passiert. Das ist eigentlich dort relativ ruhig gewesen. Was aber dann nachher passiert ist, oder was geändert wurde oder was schon noch vorgefallen ist eigentlich mehr in der Nacht gewesen. Das ist fast spannender gewesen dann, als das Freitagstraining. Und zwar ist es dort so gewesen, dass die FIA gesagt hat, wir vermuten, oder beziehungsweise Pirelli hat gesagt, wir vermuten, wir werden wahrscheinlich 3 Pflichtboxenstopps müssen einführen für das Rennen, weil einfach die Reifen so einen harten Verschleiß haben auf dieser Strecke. Und das war zuerst so nur ein kleines Gerücht gewesen. Und um das dann wirklich testen, ob das wirklich so ist, hat es dann nachher mal ausnahmsweise vor dem Sprint Shotout heisst es, glaube ich, oder einfach vom Sprint Qualifying, ihr wisst, was ich meine, hat es dann nachher mal noch also ein kleines Training gegeben, wo man das einfach noch mal ein bisschen getestet hat. Und dann nachher sind es, glaube ich, etwa 20 Minuten gefahren, schon 20 Minuten sind es gefahren. Das Rennen, beziehungsweise das Qualifying für den Sprint hat dann eben auch 20 Minuten später angefangen. Und ja, dort ist dann nachher wirklich rausgekommen, dass die Reifen doch wirklich einen starken Verschleiß haben. Weiter geht es einfach dann mit dem Sprint-Shoutout oder mit dem Qualifying eigentlich. Und dort ist dann das erste Mal wirklich spannend geworden. Eigentlich wirklich kann man sagen, das Q3 ist spannend geworden, weil der Max ist mit seinen Reifen, frischen Reifen, ist er gefahren und hat Track Limits bekommen. Er war leider nicht der Einzige. Auch schon am Qualifying fürs Rennen hat der Norris, hat der Piastri schon Track Limits bekommen. Die sind ja beide dort gestanden, haben ein Interview gegeben, beziehungsweise der Norris ist schon abgezischt und der Piastri hat noch ein Interview gegeben. Ihm seine Zeit ist dann nachher auch deleted worden. Am Schluss ist dann nachher Verstappen, Russell und Hamilton gewesen. Und Hamilton war aber gar nicht der gewesen, der war nämlich schon weg gewesen, weil ja, er hat das natürlich auch nicht mitbekommen oder nicht gewusst, dass die anderen vor ihm Zeit deleted bekommen. Track Limits, das wird dann noch ein grosses Thema werden, da können wir nachher auch noch schnell kurz ein bisschen, oder kommen wir auch noch drauf zurück. Es ist jedenfalls, ja, eine Katastrophe gewesen. Im Sprint-Shoutout war es eben so gewesen, dass der Verstappen den Sprint gemacht hat, oder beziehungsweise seine Zeit hat machen und hat dann nachher auch Tracktime deleted bekommen. Die Zeit war aber recht knapp in dem Q3 oder SQ3 heisst es dann. Und der hat dann mit seinem angefahrenen Ersatz nochmal eine Runde fahren. In dieser Zeit sind aber McLarens schon gefahren und ja, dort hat dann nachher der Oscar Piastri können profitieren. Er hat dann nachher seinen Run gestartet und der Piastri ist wirklich so sehr, sehr stark in das Qualifying, oder schon eigentlich allgemein das ganze Wochenende sehr, sehr gut reingestartet und hat dann nachher dort einfach einmal die schnellste Zeit rausgehauen vor dem Lando und dann nachher ist der Verstappen gekommen. Also sehr, sehr bitter für den Max, dass er dort halt seine Zeit deleted bekommen hat und wegen dem hat müssen weiter hinten eigentlich starten, also P3. Es ist aber dann wirklich eine sehr, sehr gute Basis gewesen für das Sprintrennen. Was eben auch noch rausgestochen hat, muss man an dieser Stelle sagen,
ist der Nico Hülkenberg im Haas, der auch wirklich voll dabei war wieder. Der hat seinen Haas gut positionieren, im Gegenzug zum Kevin Magnussen, der nur auf P19 gekommen ist. Wer noch rausgestochen ist, es sind halt wirklich auch wieder Mercedes gewesen, beziehungsweise einfach der Russell. Der Hamilton hat ein bisschen Pech gehabt. Seine Zeit ist auch deleted worden. Hat dann nachher auch nicht mehr gelangen gehabt. Hat auch allgemein an diesem Wochenende, muss ich zwar ehrlich sagen, nicht so gut ausgesehen mit der Pace. Da hat der Russell doch besser ausgesehen im Mercedes als der Hamilton, muss man einfach auch wirklich so sagen. Und auch Alfa Romeo hat eigentlich noch gut ausgesehen, beziehungsweise vor allem der Valtteri Bottas ist auch wieder wirklich da gut dabei gewesen. Mal einig, also Alfa Romeo war schon eigentlich schon eher ein bisschen Enttäuschung in den letzten paar Monaten. Aber jetzt muss man wirklich sagen, dass er doch ein gutes Qualifying und im Sprint Qualifying ist er auf P13 gelandet, also auch nicht so schlecht für den Alfa Romeo. Das ist definitiv doch mal etwas, was man kann erwähnen kann, glaube ich, an dieser Stelle. Und dann hat es später Sprintrennen gegeben. Sprintrennen war wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Ich glaube auch, dass Katar eine gute Strecke wäre für das Sprintshot oder für das Sprintrennen. Und also zum Zuschauen war es wirklich gut gewesen. Es hat viele Safety-Car-Phasen gegeben. Der Logan Sargent hat einen Fehler gemacht, ist abgeflogen. Da hat es ein Sandwich gegeben mit Perez, Hülkenberg und Ocon. In meinen Augen ganz klar im Ocon sein Fehler. Und der Perez einfach leidtragender gewesen, rausgenockt worden. Auch Hülkenberg dort hat gesandwiched worden, hat auch nicht viel können machen. Und es hat relativ viel Safety Cars gegeben dort. Was wirklich auch noch rausgestochen hat dort, dann war halt auch wieder die Performance von Oscar Piastri. Er hat ja dort dann nachher leider Position am Anfang verloren gehabt. Er ist ja dann nachher auf P2 runtergerutscht, hat sich dann aber die Position wieder zurückholen und hat dann nachher auch das Ganze gewonnen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, der Piastri ist ein Rookie. Seine erste Formel-1-Saison ist wirklich auf Augenhöhe mit dem Lando, was Zeiten anbelangt. Und das habe ich schon die ganze Saison immer wieder gesagt. Das ist unglaublich, wie der eigentlich in das Auto hineinhockt und an die Zeiten herkommt vom Lando. Und ich glaube einfach, im Lando passt das ehrlich gesagt auch nicht so, dass er jetzt so einen starken Konkurrent hat. Weil ich meine, beim Ricciardo hat man zuerst gedacht, so, ja, Lando und Ricciardo, die werden schon nahe beieinander sein. Nachher war es ja wirklich so gewesen, dass der Lando den Ricciardo in den Boden gefahren hat. Und jetzt ist es halt wirklich so, jetzt hat er wirklich mal einen starken Konkurrent. Und ich habe das Gefühl, das passt ihm wirklich nicht so. Ich meine, das hat man dann nachher auch im Rennen noch gehört mit dem Funkspruch, weil McLaren hätte dann nicht sie fahren lassen dort, oder nicht gegeneinander fahren lassen, sie wollen mehr so, fahr du lieber mal ein bisschen hinter nachher Norris und wir wollen dann so ins Ziel fahren, wir wollen da nicht eigentlich noch ein grosses Duell haben. Und ja, darum habe ich das sehr, sehr cool gefunden, dass der Piastri gewonnen hat. Dass er dort mal den Sprintrennen gewonnen hat. Wobei es ist halt nur der Sprint, nicht der richtige Grand Prix. Aber es braucht gleich auch sehr, 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 sehr viel, wie soll ich sagen, Konzentration auch natürlich und auch gleich auch ein bisschen Coolness, dass du keine Fehler mehr machst und so. Und das ist einfach wirklich, also ich habe es geil gefunden. Ich habe es ihm wirklich gegönnt, ich habe es super gefunden. Und ich glaube auch, dass er schon ein rechtes Ausrufezeichen im Driver-Markt gesetzt hat oder allgemein für seine Persönlichkeit oder für sein Talent. Und ich glaube, das Alpine wird sich so hart in den Arsch hineinbeissen, dass sie dort wahrscheinlich gleich nicht mehr irgendwelche gerichtliche weitere Verfolgungen gemacht haben gegen McLaren, weil die haben ja das nachher alles eingestellt, weil sie ja den Gasly bekommen haben. Ich glaube, das regt sie gleich ein bisschen auf. Aber Alpine ist halt Alpine. Alpine macht Alpine-Sachen. So einfach ist es eigentlich zu erklären. Und sonst kann man wirklich noch dazu sagen, dass die Performance allgemein von McLaren wieder anders stark war. Also wirklich das dritte Podium auch in Folge mit dem Rennen jetzt am Sonntag. Und McLaren ist einfach dabei. Die haben jetzt ja auch noch letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, endlich ihren Windkanal fertiggestellt. Also einer, der wirklich die modernste Technik unterstützt alles. Und ich bin schwer davon überzeugt, dass McLaren das nächste Jahr ein heißer Kandidat könnte werden für die WM, dass Red Bull ein neuer Konkurrent wird haben. Ich hoffe auch, dass
Ferrari, Mercedes auch nochmal einen Schritt vorher macht. Es wäre geil, wenn wir so einen Vierkampf hätten um die WM. Das wäre wirklich geil, 4 Teams und WM. Und das hätten wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, das erste, was es so gegeben hat, war so 2012 gewesen, am Anfang der Saison, wo da wirklich mehrere Teams wirklich mega stark waren. Aber McLaren würde es wirklich gönnen, weil McLaren ist ein Team, das seit Jahren, wirklich, oder seit wirklich, nicht ganz von Anfang an, aber wirklich sehr, sehr früh schon in der Formel 1 dabei war. So eine Prestigemarke auch, nicht nur was Automobil anbelangt, halt einfach auch hauptsächlich im Motorsport, hauptsächlich auch in der Formel 1, muss man sagen, klar, Indy, was machen sie noch, Dakar, glaube ich, oder die e-tron da, Fahrzeuge, irgendetwas da, wo sie fahren. Klar, auch dort sind sie vertreten, aber McLaren, wenn du McLaren hörst, das verbindest du automatisch mit Formel 1, das ist nicht mehr bei Ferrari, so bei Ferrari denkst du einfach an ein rotes Auto, bei McLaren denkst du einfach an Formel 1, weil McLaren ist einfach Formel 1, schlussendlich. Und ich würde es ihnen gönnen. Sie haben es absolut verdient. Die sind mal so am Boden gewesen. Ich meine, dort anfangs 14 oder 14, 15, 16. Also eigentlich von 14 weg bis eigentlich wirklich so 18 sind die so am Boden gewesen mit dem Team und alles. Mit ihrem Fahrzeug haben sie heute auf 3 bekommen. Und das ist einfach nur schön und auch wirklich gut zu sehen, dass es funktioniert, dass ein Team, das wirklich nur hinten nachfährt, auch mit den richtigen Updates, mit den richtigen Leuten auch vorfahren kann. Und darum gönne ich es McLaren. Ich hoffe zum Beispiel, dass Williams auch mal den Schritt schaffen kann. Williams ist jetzt halt auch schon länger am Hinten nachfahren. Aber haben ja auch, muss man wirklich sagen, hauptsächlich mit dem Albon, muss man an dieser Stelle aber auch sagen, wirklich einen mega Schritt gegen vorne gemacht. Und hat auch Punkte gegeben für den Albon, muss man an dieser Stelle gerade noch sagen, im Sprintrennen. Der Leclerc hat ja noch eine Zeitstrafe bekommen, darum ist er dann eins vorgerutscht. Also auch dort Gratulation an Albon und an Williams, absolut verdient. Aber eben auch McLaren hat wirklich wieder rausgestochen an diesem Wochenende mit ihrer Performance. Dann nachher kommen wir eigentlich schon zum Rennen. Was ich noch vorab sagen ist, man hat ja eben Track Limits, hat es relativ viele Probleme gegeben. Es hat gesamthaft, wenn ich vorhin noch etwas gesehen habe im Instagram, es hat gesamthaft 53 Runden deleted gegeben, oder 53 Runden sind deleted worden. Das sind nicht die meisten Runden, die gelöscht worden sind in dieser Saison. Also wenn jetzt einer sagt, das ist hure viel, ja klar, das ist hure viel, aber die meisten Runden, die deleted worden sind in Österreich gewesen. Jetzt sind es, glaube ich, 84 oder so etwas. Also das ist gerade noch mal ein bisschen mehr gewesen. Und ja, man hat dazu mal vor dem Grand Prix hat man überlegt, will man die Auslaufzone asphaltiert haben oder will man, also das sind so Betonplatten, will man die asphaltiert lassen oder will man geklebten Käse drauf tun? Weil das würde schon das Auto extrem einbremsen, weil das würde durchschütten. Du musst bremsen, weil sonst fliegst du ab. Der FIA hat sich dagegen entschieden, hat gesagt, nein, sie möchten die Betonplatten einfach asphaltiert lassen, nicht mit dem Käse drauf. Plus auch der Streckeninhaber hat das nicht groß machen wegen der MotoGP, weil die MotoGP die müssen sich neben der Strecke Asphalt haben und nicht gerade Käse. Wegen der Unfallgefahr ist klar, weil die würden sonst vom TÜV runterfliegen. Und darum hat man das so gelassen. Im Nachhinein wäre es vielleicht besser gewesen, hätte man es gleich auf den Käse gemacht, dort, den festgeklebten Käse. Wäre ein bisschen besser gewesen. Aber man hat es nicht gemacht. Darum hat es sehr, sehr viele Track-Limits gegeben, was man dann nachher auch im Rennen gemerkt hat. Aber wir fangen von vorne an, was ist überhaupt beim Rennen so passiert. Vorab, der Tag war brutal heiß. Wir kommen nachher noch auf das Thema. Ein brutal heißer Tag, also kein Wind auch rum. Darum war es auch wirklich anscheinend sehr, sehr krass an der Strecke. Oder auch für die Leute, die dort waren. Also wenn man auch die Mecher gesehen oder auch die Journalisten, die sind bachnass gewesen. Und die sind ja nicht mal gefahren. Also hat man schon gewusst, so, was jetzt dann die Fahrer erwartet. Und dann nachher, ja, ich muss sagen, das Problem, was halt einfach auch noch war, ist halt die hohe Luftfeuchtigkeit. Was man halt, also man hätte eigentlich nichts machen können, oder man hätte halt einfach das nur ausführen. Man hätte jetzt nicht sagen, so, ja, okay, wir machen es jetzt nicht. Weil für das ist schon alles spät, ist alles schon vorbereitet gewesen. Das Rennen ist losgegangen, die Herren sind gestartet und
Es hat eine Kollision gegeben in Turn 1 zwischen den beiden Mercedes. Ich habe für eine Sekunde gemeint, ich bin wieder im 2016. Ich habe mich zuerst gefreut, weil ich gemeint habe, im 2016. Da ist mir so, nein, ich bin doch im 23. Ich habe mich schon nicht mehr gefreut. Nein, Spaß. Ja. Am Anfang hat es so ein bisschen ausgesehen, als wäre es ein bisschen im Russell sein Fehler gewesen. Er hätte ja auch zurückziehen dort. Im zweiten Anlauf hat man dann aber müssen sagen, nein, es war im Hamilton sein Fehler gewesen, weil der Hamilton klar Softs, Russell war auf Mediums gewesen, besseren Start als der Russell. Russell hat er gesagt, am Funk nicht in den Rückspiegel hineingeschaut. Hat dann nachher den Hamilton in Turn 1 ein bisschen überschossen, aber hat auch das können wegen seiner Reifen, hat er ein bisschen später bremsen und hat dann nachher einfach zu früh reingezogen oder zu stark reingezogen und hat dann nachher den Russell vorne links an seinem Rad getroffen. Russell hat dann nachher einen Puncher gehabt. Der Hamilton hat sein hintere rechte Rad gerade abgezogen von den Felgen und ist ins Kiesbett rausgeflogen und natürlich auch hängen geblieben dort und sein Rennen war vorbei gewesen. Somit ist der Verstappen der einzige Fahrer in dieser WM oder in dieser Formel 1-Saison, der immer in den Punkten gelandet ist, bis noch da zu dem Tag her. Ist es so gewesen, dass der Verstappen und der Hamilton die einzigen waren, die immer Punkte geholt haben in jedem Rennen. Jetzt ist es nur noch der Verstappen. Ja, eben. Es war im Hamilton sein Fehler gewesen. Der Hamilton hat zuerst gesagt am Funk, ja, er sei rausgeschossen worden von seinem eigenen Teammate. Der Russell hat sich mega aufgeregt gehabt, aber nicht wegen dem Hamilton, sondern weil er ihn rausgeschossen hat. Und er hat wirklich gemeint, es sei seine Schuld gewesen. Und er hat geflucht und da und alles und da. Und er hat sich sogar der Toto war ja nicht an der Strecke gewesen, der hat eigentlich daheim eine Kommandozentrale eingerichtet, dass er ein bisschen mitsarbeiten kann. Der hat ja auch eine neue Operation vor ein paar Wochen. Hat sogar von daheim her einen Funk gegeben und hat gesagt, konzentriert jetzt aufs Rennen, Russell. Der Hamilton hat im Nachhinein die Wiederholungen gesehen und hat auch gesagt, es sei zu 100% sein Fehler gewesen. Es tut ihm leid im Russell, dass er getroffen hat dort und alles und eigentlich auch das Rennen ein bisschen versaut hat. Ja, kann passieren. Ich finde es schön, dass der Hamilton seinen Fehler zu 100% einsieht. Ich meine, es kann auch gerade so gut sein, das heisst, ja, er hätte schon gleich können zurückziehen und alles drum und dran, aber der Russell hat, klar, er hätte können zurückziehen, aber nicht mehr da gesehen, das ist in einem Bruchteil von ein paar Sekunden passiert, dass du wahrscheinlich auch in dieser Zeit gar nicht so schnell reagieren kannst. Und der Russell hat nicht mehr nach rechts können, weil rechts von ihm ist ja der Verstappen gewesen, und er ist ja mit seinem Vorderrad schon am Hinterrad vom Verstappen. Also er hat nicht weiter rüberziehen, weil sonst hätte es dort auch noch mal geschossen gehabt. Und darum, ja, ist schön, dass der Hamilton einen Fehler eingesehen hat. Er hat sich sogar noch bei ihm entschuldigt. Das hat ja auch dann nachher Mercedes online postet gehabt, wie der Hamilton sich beim Russell entschuldigt und ihn umarmt und alles. Wirklich eine nette Geste. Ich denke aber gleich, dass da ein bisschen Feuer wird drin sein. Und ja, ich meine, ihr alle kennt ja auch den Hamilton. Er ist, wenn er etwas will oder so, dann ist er dort schon recht ein Stur, sage ich mal, und sehr, sehr zielstrebig. Und ja, ich meine, er hat ja nicht ohne Grund immer Teammates gehabt, bis auf Bottas. Und er hat einfach nicht so die Schlagkurs, sage ich jetzt mal. Also sprich Alonso, sprich Nico Rosberg. Also von dem her, ich kann mir gut vorstellen, dass er mit dem Russell auch nicht so à jour ist, weil der Russell halt doch performance-technisch doch stärker ist oder ist stärker als ein Bottas. Bottas ist halt einfach nur sein Wingman gewesen, und der Russell, den merkt man halt einfach auch, der will das nicht. Und Mercedes, ja, will das wahrscheinlich auch nicht, weil sie halt auch wissen, ja, der Hamilton hat halt auch schon älter oder hat auch schon das Alter, und ja, sie werden auch nicht mehr ewig mit ihm zusammenfahren. Und der Fokus wird wahrscheinlich da schon auch ein bisschen mehr auf den Russell sein. Und ja, darum sage ich mal, wird schon ein bisschen noch ein bisschen Anspannung rum sein in diesem Team, glaube ich mal. Oder beziehungsweise zwischen den Fahrern dort. Ich meine, sie haben sich ja schon also vorher in Japan schon recht gut duelliert dort. Und ja, ich denke, es wird noch mehr kommen. Also das Ganze ist noch nicht gegessen. Jedenfalls reden wir weiter über das Rennen. Eben, wie gesagt, brutale Hitze gewesen. Man hat den Fahrer während dem Fahren hauptsächlich auch angesehen. Die haben während dem Fahren die Hände rausgestreckt. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, die Autos sind so gut
von der Aerodynamik erstellt wurde oder gebaut wurde, dass eigentlich der Fahrer kaum Luft abbekommt oder wenig Luft abbekommt. Weil ja, die Luft muss natürlich über das Auto reinströmen oder halt so geflossen werden, dass das Auto am Boden drückt und dann wird das halt einfach um den Fahrer herumgeleitet. Man hat zum Beispiel auch ein Bild gesehen vom Russell, oder ich glaube, ja, Russell ist sicher mal gesehen, da hat es einen anderen Fahrer gegeben, die eben die Hände rausgestreckt haben, um genau die Luft ein bisschen ablenken ins Cockpit rein, dass sie von der Luft angeströmt werden. Oder sie haben das Visier auf der Gerade, haben zum Beispiel das Norris gemacht, haben dann nachher sind ein bisschen aufgerutscht sozusagen, haben dann nachher sozusagen ein bisschen über das Cockpit reingeschaut, dass sie ein bisschen Luft abbekommen, weil das einfach wirklich, das sind Hitze, also Wärme und Luftfeuchtigkeit, wo halt das ist wirklich dicke Luft gewesen, anscheinend, das ist abnormal gewesen, das ist wirklich krank gewesen. Und die haben wirklich alles gegeben, dass sie ein bisschen gekühlt oder kühler werden. Der Alonso hat ja noch einen Funkspruch durchgegeben, ja, könnt ihr nicht dann beim nächsten Pitstop Wasser reinleeren? Geht leider nicht, weil das wäre ein bisschen viel Wasser gewesen und dann nachher, ja, könnte es sein, dass dann der Karren noch passt, weil halt doch viel Elektronik auch dort ist und so. Und es ist halt einfach so, dass er da gesagt hat, sein Sitz sei enorm heiß. Das liegt einfach daran, weil halt viel Kabelstränge unter durchlaufen und alles, das gibt alles Wärme ab. Und wenn es schon natürlich sau heiß ist und das auch noch kommt, dann merkt man es halt auch und das brennt dann schon recht. Also das ist dann nicht einfach nur ein bisschen warm, das brennt dann schon noch ordentlich. Also ich denke jetzt nicht gerade so, dass es so wird sein, dass du wie würdest auf einer Herdplatte oben hocken, aber ja, ich sage jetzt mal so, Verbrennungen könnten schon auch möglich sein. Ja, also das ist wirklich nicht Spass. Also dass einfach sich die Haut dann ein bisschen rötet oder ein bisschen Sonnenbrand auf dem Arsch plötzlich hast, ist alles im Dingen der Möglichkeiten. Also das ist wirklich dann schon noch heftig. Ja, der Ocon, der Armkeib, wir machen immer Witze über den Ocon wegen der Zeitstrafe. Das war sein Teamkollege aber schlimmer gewesen. Der Ocon, der Armkeib, hat in Runde 16, 17 müssen erbrechen, in den Helm reinkotzen. Das ist hure grusig. Und glaubt mir, ich habe auf einer Kartbahn gearbeitet und habe das miterlebt, wenn Leute in den Helm reinkotzen. Das ist wirklich grusig. Und ja, der hat das gemacht und hat das Rennen beendet. Also, wer ist ja das erzählen so? Das ist eigentlich wirklich hure wüst. Aber ja, muss man auch sagen, dicker Respekt an Ocon, dass er das dann einfach so durchgezogen hat, weitergefahren ist, trotz der Kotze im Helm eigentlich. Also wirklich grusig, aber gleich krass, dass er es durchgezogen hat. Der Stroll hat gesagt, dass er ein paar Mal während dem Rennen auch so wie ohnmächtig geworden ist und ein paar Mal ein bisschen weg war. Und das hat man auch bei mehreren Fahrern gemerkt, dass sie halt einfach ein bisschen weg sind. Darum hat es auch so viele Track-Limits auch gegeben, glaube ich. Weil die Fahrer haben sich einfach nicht mehr konzentrieren können. Es war einfach zu heiß gewesen. Ich meine, ihr wisst ja, wie das ist, wenn es draussen, sagen wir so 35, 36 Grad hat und ihr müsst draussen irgendetwas machen und vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel getrunken haben, ein bisschen dehydriert sind, dann können die nicht mehr konzentriert etwas machen, weil das ist einfach krass, das drückt dir so auf, du kriegst Kopf über und eben, du hast dann einfach so das Gefühl, so, es würde alles schleifen oder so. Also, ihr wisst, wie ich es meine. Ihr kennt sicher alle das Gefühl, das ist abartig. Und das hast du dann nachher so lange über so eine lange Renndistanz gehabt. 57 Runden sind sie, glaube ich, wenn ich mich täusche, genau. Das hast du so lange gehabt, das ist schon heavy. Das ist wirklich heavy. Und der Logan hat sogar das Rennen müssen abbrechen. Das muss man an dieser Stelle sagen. Er war Anfangs Woche schon ein bisschen krank oder angeschlagen gewesen. Also er ist nicht ganz gesund in das Wochenende gestartet. Und natürlich dann auch mit dieser Hitze und alles hat ihn ein bisschen dazu gezwungen, zum Rennen aufzugeben. Er hat sich ab Funksprüche gehört. Er hat gesagt, also, er fährt jetzt so weiter und dann hat er gesagt, also, hey, es geht wirklich nicht mehr. Und dann hat das Team gesagt, es ist kein Problem, komm, hör auf, weil ja, Gesundheit geht immer noch vor und das finde ich schön, dass die Formel 1 dann doch auch noch sagt, hey, look, Gesundheit geht vor, komm lieber rein, wenn es dir nicht gut geht. Das macht keinen Sinn. Und er ist dann retired, ist dann ausgestiegen. Man hat auch gesehen, noch mit den Bildern, dass sie ihm geholfen haben, aus dem Auto auszusteigen und so. Und haben sie dann gerade direkt zum Medical Center gebracht. Nach dem Rennen ist auch der Elben fast nicht aus dem Auto rausgekommen. Der war auch fix fertig gewesen. Der ist auch ins Medical Center gekommen. Der Stroll ist auch nach dem
Aussteigen gerade zu einem Krankenwagen gesäckelt oder gelaufen dort. Und es sind auch mehrere Fahrer noch ins Medical Center gegangen, weil sie einfach dehydriert sind, nicht mehr können. Und ja, also wirklich erstens einmal ein riesiges Chapeau. Ich ziehe meinen Hut von denen, die das Rennen gefahren sind, fertig gefahren sind. Und dann beziehungsweise von allen Fahrern, die teilgenommen haben. Also, man darf da jetzt nicht nur die den Hut ziehen, die nicht gefahren also nur von denen den Hut ziehen, die gefahren sind. Also auch Logan natürlich ganz klar ziehen den Hut, dass er mitgefahren ist und eigentlich auch wirklich probiert hat. Ja, es ist krass. Der Grund, eben, wieso das so heiß war, wie gesagt, kein Wind rum war. Die letzten paar Tage hat es nicht immer ein bisschen Gewinde gehabt. Danach ist es halt von der Hitze her einigermaßen gegangen, plus die Luftfeuchtigkeit war nicht so hoch gewesen. Darum war es ein bisschen angenehmer gewesen. Also angenehm, gut, 40 Grad ist jetzt nicht gerade angenehm, aber ich weiß, was ich meine, es war angenehmer gewesen als an dem Renntag dann. Und ja, für die Zukunft ist natürlich jetzt relativ schwierig, was es wird geben oder was jetzt so wird passieren. Der FIA hat ja schon eine Untersuchung eingeführt. Der FIA hat schon gesagt, wir werden das anschauen, was wir werden machen, um das in Zukunft zu können verhindern, weil eben, ich meine, man hat es gesehen, also Verstappen gewinnt das Rennen, Piastri, Norris, der Piastri und der Norris, der Piastri und der Verstappen, die sind am Boden gelegen oder am Boden gehockt dort im Cooldown-Room. Die sind alle wirklich fertig gewesen. Alle Fahrer haben gesagt, das sei das härteste Rennen gewesen, das sie je gefahren sind. Und eben, in dieser Hitze passieren einfach viele Fehler. Man hat es eben gesehen, Track Limits Fehler, Hülkenberg, der in der falschen Startbox gestartet ist, einfach Konzentrationsfehler. Der Perez, kommen wir nachher noch dazu, viele Fehler gemacht hat. Und ja, nein, es ist einfach nicht schön, aber viele Fahrer sind ins Medical Center gekommen und klar, sie verdienen viel Geld, klar, sind Spitzensportler, klar, sie sind gut trainiert und, aber irgendwann geht halt einfach auch ihr Körper auf und irgendwann muss man dann einfach auch sagen, hey, jetzt ist fertig, oder jetzt muss man etwas machen, weil es ist einfach auch nicht gesund. So etwas ist wirklich nicht mehr gesund. Für den Körper, mental und einfach auch, es ist auch nicht schön gewesen zum Zuschauen, muss man an dieser Stelle sagen. Wirklich nicht mehr schön gewesen zum Zuschauen, so wie die fertig sind. Und eben, der FIA tut jetzt das Ganze untersuchen. Vorteil ist das nächste Jahr, wenn wieder Katar ist, also Katar ist schon, glaube ich, im Rennkalender bis mit 2031 oder 27, ich weiß nicht, wie lange das sind, aber relativ lang. Das Rennen das nächste Jahr findet ja im November statt. Oder Ende November sogar. Das sollte eigentlich auch schon wieder ein bisschen kühler sein, weil Fußball-WM zum Beispiel jetzt in Katar ist ja nicht ohne Grund im Winter gewesen, ja, weil es einfach schon zu heiß wäre. Und dann sollte es eigentlich dann auch vielleicht ein bisschen angenehmer sein oder ein bisschen besser sein zum Fahren. Und falls ihr geologisch nicht wisst, wo Katar ist, Katar liegt gerade zwischen Bahrain und Abu Dhabi eigentlich, oder der, wie heisst es, Vereinigte Staaten oder Emiratenstaaten, ich weiß nicht, keine Ahnung, Geografie, wenn ich hier Geografie erzählen, habe ich gleich keine Ahnung. Vereinigte Emirate, oder Vereinigte Emirate, komm, scheißegal. Also, ihr wisst, was ich meine, einfach dort, wo Abu Dhabi ist, wo sie fahren, und halt einfach dort, wo Bahrain ist, wo sie noch fahren. Und ja, ich meine, Abu Dhabi, Bahrain, die haben auch recht krasse Temperaturen. Ich meine, ihr kennt vielleicht alle noch das Rennen, das 2005 war oder 2006 war dort in Bahrain. Bahrain ist schon früher am Tag gefahren worden, wo es einfach auch so brutal heiß war. Haben sie dann nachher auf die Nacht gewechselt, weil es eben dann ein bisschen angenehmer ist zum Fahren dort. Ja, eben Track Limits, ein riesiges Thema im ganzen Wochenende, wo einfach, ja, viele Fahrer das Rennen versaut hat, unter anderem oder vor allem im Perez. Dort hat es ja auch noch einen Funkspruch gegeben von seinem Renningenieur, wo gesagt hat, ja, das tut unserem Rennen weh mit diesen vielen vielen Track Limits. Und er hat gesamthaft 15 Sekunden bekommen, beziehungsweise 2 mal 5 Sekunden, die er in der Box hat können absetzen oder absitzen lassen. Und ja, das Ganze ist halt natürlich schon sehr, sehr bitter für Red Bull Zweitfahrer halt. Einerseits eben halt wegen dieser Zeitstrafe in der Box. Klar, Red Bull hat auch gewusst, jedes Team muss halt die 3 Boxenstopps machen. Also man hat ja nach 18 Runden in die Box gehen.
Und so sind natürlich alle Strategien irgendwo durchschaubar gewesen. Die Fahrer sind natürlich auch mit diesen Reifen permanent an die Limite gefahren oder immer Vollgas gefahren oder wie ich immer schön sage, Knallgas gefahren. Das hat natürlich auch noch ein bisschen dazu beigetragen, wieso das alle so hure heiß hatten und natürlich so am Ende waren, weil du halt natürlich immer an der Limite fährst. Aber ja, beim Perez ist schon sehr, sehr tragisch, weil nach dem Rennen ist der Helmut Marko noch so gefragt worden im Interview. Ich kenne alle die Helmut Marko, erzählt viel Zeug an mich. Hat aber wirklich gesagt, er sei schockiert von der Performance von Perez momentan und dass es einfach halt so auch nicht mehr weitergehen kann. Der Christian Horner, muss man jetzt aber auch sagen, wo ist eigentlich der Perez immer noch ein bisschen so hier und da, so sage ich jetzt mal, ein bisschen in den Schutz reingenommen hat, weil beide haben immer gesagt, jetzt auch, also nein, jetzt erstmal muss man sagen, der Helmut hat gesagt, ja, 2024 ist noch nicht fix. Und der Christian hat gesagt, nein, 24 ist fix. Also die sind sich manchmal auch nicht so ganz einig, die zwei. Aber jetzt hat der Christian Horner auch gesagt, ja, wir tun jetzt den Perez verwarnen, weil so kann es wirklich nicht weitergehen. Er hat auch gesagt, sie wissen nicht mehr, was sie machen mit ihm, weil er ist in einer so einer negativen Spirale drin im Moment und kommt dort einfach nicht mehr raus. Und eben über den Perez, wir haben in den letzten paar Podcast-Folgen schon oft immer über ihn geredet gehabt. Immer wieder. Wir haben immer wieder etwas müssen zu ihm erwähnen. Und es tut mir auch wirklich leid, dass ich ihn jetzt wieder muss erwähnen muss, aber es ist halt einfach wirklich tragisch. Der Christian Horner hat auch noch gemeint, sie sagen also Ferrari, McLaren und Mercedes sagen momentan teamtechnisch bzw. fahrpaartechnisch besser aufgestellt als Red Bull. Und das ist hart, so eine Aussage. Das ist hart. Weil, ja, wenn wir es so anschauen, hat der Red Bull einfach nur den Verstappen. Das ist so wie bei Aston ein bisschen, dass Aston eigentlich nur den Alonso hat. Das Stroll gefühlt einfach nur ein bisschen hinten nacheiert und das macht der Perez inzwischen auch nur. Und ja, es ist jetzt so, dass der Christian Horner schon ein bisschen so angedeutet hat, ja, bei 24, eben, es ist schon fix, aber man weiß es noch nicht. Und ich meine, wir alle kennen die Formel 1, wir kennen auch den Vertrag von Ricciardo bei McLaren, den er hatte. Also das ist nicht fix. Ich meine, der McLaren wäre ja, oder beziehungsweise Ricciardo wäre ja das Jahr noch bei McLaren gefahren. Ja, wenn der Piastri dort ihn nicht abgelöst hätte, dazu mal und er einfach aus dem Contract rausgeschmissen worden wäre. Und es kann gut möglich sein, dass es einfach dann plötzlich heisst, hey Perez, ciao, mach's gut. Wir nehmen jetzt einen anderen. Und da ist jetzt so, wer könnte jetzt halt in seine Fußstapfen treten? Sagt man das so? Ich glaube schon. Ich sollte aufhören mit so Sprichwörtern, weil ich kann sie nicht auswendig. Meine logische Interpretation von Fahrern, die könnten dort reinkommen, ist, und man muss halt jetzt einfach so sagen, ein Norris wird es nicht werden, einmal nicht vor 2025. Weil der Norris noch einen Vertrag hat und McLaren den Norris wahrscheinlich auch nicht möchte einfach so abgeben. Darum, was ich mir gut vorstellen kann, ist, wenn jetzt der Perez bis Ende Saison scheiße fährt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir plötzlich einen Post werden bekommen von Red Bull, dass sich die Zusammenarbeit mit dem Perez auflösen oder dass sich das aufgelöst hat und dass der Ricciardo zu Red Bull kommt und neben Verstappen wird fahren und der Liam dann nachher zu Alpha Tauri kommt mit dem Tsunoda zusammenfährt. Ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas wird passieren, weil es wäre das Einzige, was Sinn machen würde. Der Tsunoda, bin ich ehrlich gesagt, ich einfach nicht bei Red Bull, das haben wir im letzten Podcast schon angesprochen. Der Liam sowieso nicht, der ist schon einfach zu wenig Erfahrung rum. Der Ricciardo ist einfach der Einzige, der Erfahrung hat, der auch gezeigt hat am Silverstone Grand Prix, beziehungsweise nach dem Silverstone Grand Prix beim Pirelli-Reifentest, dass er performance-technisch doch auch in die vordere Startreihe könnte fahren. Weil sonst wäre er nicht gerade direkt zu Alpha Tauri eingestiegen dort, weil er hat wirklich den Helmut Marko und auch den Christian Horner sehr, sehr beeindruckt mit seiner Performance. Und darum gehe ich schwer davon aus, dass so etwas wird passieren. Ich werde jetzt nicht meine Hand zu 100% ins Feuer legen, aber ich habe ein ziemlich grosses und starkes Gefühl, dass so etwas wird zustande kommen, dass der Ricciardo wieder zu Red Bull überwechselt. Der Ricciardo hat auch angekündigt, sein Ziel ist Red Bull Racing und nicht Alpha Tauri.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass das wahrscheinlich etwas in einem halben Jahr könnte passieren, bin ich ganz ehrlich mit euch. Also, dass das wirklich plötzlich einmal so könnte heißen, hey Perez, sorry, es geht nicht mehr so weiter. Weil es kann wirklich nicht sein, dass der Verstappen es so am Dominieren ist mit dem Red Bull und der Perez nicht einmal in die Top 3 reinfährt. Dass der immer nur mal am hinten nachtümpeln ist. Ich meine jetzt auch wieder P10, wegen der Strafe P10 geworden. Und auch im Sprint klar hat er Pech gehabt, aber er ist auch weit hinten gestartet, oder? Beziehungsweise er musste weit hinten starten. Klar, im Rennen ist er auch von ganz hinten gestartet, weil er halt Chassis hat müssen wechseln durch den Unfall. Aber hat nicht alles müssen passieren, wenn er einfach ein gutes Qualifying hätte herlegen können. Und ich finde einfach, das ist meine Meinung, das ist wirklich meine Meinung, ich finde einfach, wenn du Zweitfahrer bist bei Red Bull, dein Teammate einfach so weit vorausfährt, klar, man muss immer noch vor Augen halten, es ist ein Verstappen, es ist jetzt nicht irgendwie ein Gasly oder irgendwie ein Ocon, es tut mir jetzt leid, wenn ich es so sage, wo Durchschnittsfahrer sind, aber wisst ihr, was ich meine, so in der Formel 1 Durchschnittsfahrer sind. Verstappen ist halt wirklich, ist momentan der beste Fahrer im ganzen Feld, sehe ich einfach so. Oder beziehungsweise einfach die Kombination Red Bull, wo sie haben, das Red Bull-Fahrzeug plus Verstappen ist momentan einfach die beste Kombination im ganzen Feld. Und da finde ich einfach gleich, dass du als Zweitfahrer mindestens auch Top 3 musst reinkommen. Mindestens. Du musst nicht P2 fahren, aber P3 mindestens muss noch drinnen liegen. Mindestens noch ein McLaren musst du hinter dir können lassen, wo ich momentan, by the way, auch als das zweitbeste Team angesehen im ganzen Feld. Weil ich denke, dass Mercedes ein bisschen performance-technisch schwächer ist als McLaren. Aber eben, wie gesagt, darum Perez muss da wirklich sich in den Arsch klemmen, blöd gesagt, auf gut Deutsch gesagt. Und wenn das nicht passiert, was ich eben das Gefühl habe, was nicht wird passieren, weil der so in seiner negativen Spirale in ist, denke ich, wird er ersetzt werden durch den Ricciardo. Also ich sage es jetzt mal, dass er ersetzt wird durch den Ricciardo. Ob es wirklich passiert, sehen wir dann, aber ich gehe schwer davon aus. Ja, das ist so das Ganze, was am Katar Grand Prix passiert ist, beziehungsweise noch ein bisschen nach dem Katar Grand Prix. Also eben, overall gesagt, das Rennen war so ein Ja gewesen. Es sind doch ein bisschen mehr Overtakes passiert, wo ich eigentlich nicht erwartet hätte, weil es ist halt immer schwierig, wenn es schnell in Kurven hat und alles, es zum Overtaken ist dann schon recht schwierig. Ich meine, der Russell hat gesagt, es geht. Ich meine, der ist auf P4 gefahren, wo das der letzte war, dank dem Safety Car natürlich auch. Aber es war so ein Ja gewesen. Also klar, das, was wirklich im Vordergrund gestanden ist natürlich das ganze Hitzethema gewesen, die Wärme und alles, wo ich euch davon ausgehe, dass das nächste Jahr wahrscheinlich weniger ein Problem wird sein, weil Katar wirklich gegen Schluss kommt dann vom Kalender und dass es dort dann vielleicht doch ein bisschen kühler könnte sein. Aber ich will es natürlich nicht verschreien. Und sonst war es eigentlich wirklich überschaubar gewesen. Was hat wirklich am ganzen Wochenende rausgestochen hat, oder der Fahrer vom Wochenende in meinen Augen ist ganz klar der Oscar Piastri gewesen. Top Performance gewesen, wirklich gut gefahren für einen Rookie. Hat 2-3 Fehler gemacht gehabt, vor allem was Safety Car Restart anbelangt und so, aber das hat natürlich auch viel mit der Erfahrung zu tun, wo er halt einfach noch nicht hat. Aber wirklich, der Typ kann wirklich stolz auf sich sein oder einfach als ganzes Team kann stolz auf ihn sein. Das ist wirklich ein Talent und auch in meinen Augen einer der heißesten Kandidaten für eine Championship. Irgendwann ist nicht nächstes Jahr, weil ich glaube, das nächste Jahr ist noch ein bisschen früher, aber vielleicht zu den 25, 26 ist das wirklich möglich, wenn auch natürlich McLaren das Auto liefert, was ich auch schwer davon ausgehe, dass sie jetzt wirklich den Windkanal haben. Dann das Letzte, was ich noch kurz ansprechen in diesem Podcast, krass, weil du es gerade auf die Zeit siehst, schon, dass wir da irgendwie so 3-4 Stunden bin ich da irgendwie gefühlt ununterbrochen am Labern. Also würde ich da irgendwie ein Referat von Leuten vorhalten, die ich nicht gesehen habe. Jedenfalls, was noch passiert ist, jetzt nach dem Grand Prix in Katar, ist eine kleine News von Pirelli. Pirelli bleibt bis 2027 der Reifenlieferant oder der einzige Reifenlieferant in der Formel 1. Es hat ja noch eine Weile lang ein bisschen Gerüchte gegeben, dass Bridgestone könnte kommen. Michelin ist auch immer wieder ein bisschen genannt worden und auch Goodyear ist auch wieder ein bisschen plötzlich rumgestanden. Oder Firestone, ich weiß gar nicht, Goodyear oder Firestone, ich weiß nicht mehr, wer das genau war.
Jedenfalls, Bridgestone ist so der heißeste Konkurrent gewesen, ist aber dann wirklich eingestampft worden dann von der Formel 1. Er hat gesagt, nein, machen wir nicht. Und jetzt hat Pirelli den Vertrag können verlängern auf 2027. Es ist, glaube ich, ursprünglich gewesen, bis 2025. Sie haben es dann verlängert und wird auch wirklich bis 2027 der einzige Reifenlieferant sein. Also es kommt in dieser Zeit, oder wird voraussichtlich in dieser Zeit nicht irgendwie noch ein zweiter kommen. Wie es dann ab 2027 wird aussehen, keine Ahnung. Ich würde es cool finden, wenn man 2 Reifenlieferanten hätte, also eben Bridgestone oder Michelin, wie wir es schon hatten dazu mal, oder Pirelli mit irgendwie Michelin oder so, oder eben Firestone, wäre man eigentlich so ziemlich lang wie breit, wer das reinkommt. Aber ich würde es cool finden, wenn einfach nochmal ein anderer Reifenlieferant reinkommt und dass sich Teams mit Anfangsjahr eigentlich wie festlegen, mit welchem Reifenlieferant sie möchten fahren durch die ganze Saison, würde ich wirklich noch cool finden. Aber ja, jetzt schauen wir mal, wie das so weitergeht mit Pirelli. Ich glaube, Pirelli macht an und für sich jetzt so nicht mehr so einen schlechten Job. Also da ist schon schlimmer gewesen, was Pirelli geliefert hat, aber inzwischen, glaube ich, haben sich da die schon auch ein bisschen gefangen gehabt. Und wir schauen mal, wie das so wird weitergehen. Gut, ich würde sagen, das wäre es mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Es war nicht so eine riesen lange Folge und ich hoffe auch, dass es nicht zu eintönig war mit Informationen noch rabellieren. Aber wie gesagt, es tut mir leid, dass ich heute nur ein Like in die Episode aufgenommen habe, beziehungsweise euch nur ein Like unterhalten und nicht mit dem Schubs zusammen. Wie gesagt, er ist in der Ferien, sprich im Militär. Und die nächste Episode werden wir dann sicher wieder das zweite Hoch aufnehmen. Die wird dann alle Voraussicht nach dem Austin Grand Prix kommen oder dann vielleicht nach dem Mexiko Grand Prix, wo ja noch eine Woche später ist. Das nächste ist ja, glaube ich, gerade ein Tripleheader. Brasilien kommt ja nachher auch noch gerade. Wir werden dort zwischen sich dann nochmal eine Episode aufnehmen, das zweite Hoch, und dann, wie gesagt, wird dann wieder dabei sein. Also, das war es mit dieser heutigen Episode. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Episode gleich gefallen und ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Falls ihr die Episode zum Einschlafen braucht, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht, schlafen gut. Und falls es ist einfach durch den Tag, es gibt auch Leute, die unsere Podcasts anscheinend im Gym hören. Das könnte ich jetzt zum Beispiel gar nicht machen. Ich könnte jetzt nicht trainieren und gleichzeitig einen Podcast hören. Euch wünsche ich aber gleich ein gutes Training. Und die es einfach so gelassen haben, danke vielmals, dass ihr es zugelassen habt. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt, so muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, dann hören wir uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.